Sehr verehrte Publikum, schönen guten Tag allen. Das hier ist bei der Gliederung dieses Vortrags, die wir jetzt nicht mehr probieren können, aber es besteht die Möglichkeit, dass wir Overhead ja, ist auch, kann man auch so machen. Einfach mal vorlesen. Lesen Sie es doch einfach mal vor, dann kann man schon mal Spaß machen. Es sind nur 7 Punkte. Das erste ist eine Vorbemerkung, da möchte ich der Frage nachgehen, Eltern in der Falle des Rechts? Fragezeichen allerdings. Also überhaupt zur grundsätzlichen Rolle des Rechts in diesem kindschaftsrechtlichen Konflikt, da möchte ich ein paar Worte zu sagen. Und dann geht es eigentlich erst richtig los, nach diesem Prolog. Römisch erstens Verfahrensbeschleunigung und einstweilige Anordnung im Umgangs- und Sorgerecht. Zum Zweiten möchte ich was zur Kindesanhörung sagen nach dem neuen FamFG und im Zusammenhang auch ein bisschen zum manipulierten Kindeswillen und vielleicht sogar zum Pass. Zum Dritten dann möchte ich auf die Zwangsvollstreckung von Umgangsbeschlüssen eingehen nach neuem Recht. Ein paar Worte zur Umgangspflegschaft sagen. Zum Fünftens, dann möchte ich mich mit den sogenannten innerstaatlichen Kindesentführungen beschäftigen, auch hier zu dieser neuen Vorschrift vom FG. Und schließlich noch etwas zum Sorgerecht nicht-ehelicher Eltern sagen und zum Wechselmodell. Das war's. Ich fange mal an. Sie haben ja schon einige Referate gehört, unter anderem auch, wie ich hörte, Überblicksreferate zum neuen Familienverfahrensrecht. Also ich möchte Sie also jetzt hier nicht mit Wiederholungen traktieren. Das mir vorgegebene Thema lautet ja auch Reformbedarf, Ausblicke. Nun, Ausblicke, also Prognosen, sind bekanntlich schwierig, weil sie mit der Zukunft zu tun haben. Vieles muss man noch abwarten. Bei Reformbedarf, ja, das ist die große Frage. Da habe ich auch erstmal geschluckt. Wir haben ja gerade eine Flut von familientechnischen Reformen. Ist ja gerade für uns alle hereingebrochen. Sozusagen die Frage, was weiterer Reformbedarf ist, da habe ich mir überlegt, möglicherweise verlangt man da vom Gesetzgeber auch ein bisschen viel. Zumindest möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass die handelnden Professionen in der Praxis häufig entscheidender sind als der genaue Wortlaut der Paragraphen. Nicht immer, aber mitunter. Vielleicht noch dieses, ja, zumal auch Gesetze häufig ohnehin nicht beachtet werden. Nicht? Mitarbeiter vom Jugendamt oder psychologische Sachverständige beschäftigen sich offenbar mit den Gesetzen nicht so umfangreich, genauso wie wir ja auch immer, also wie wir Juristen auch immer Azubis bleiben bei denen. Das ist eben so. Die Frage ist, mit welcher Einstellung man da rangeht. Was mir auffällt in den letzten Jahren, ist so eine Art Geistesströmung, die überhaupt Familienrecht und Justiz als Art Auslaufmodell zu betrachten scheint, irreparabel. Die Zukunft läge eben jedenfalls im außergerichtlichen Schlichtungsbereich, in der Beratung und natürlich auch in der Mediation, manchmal ja vielleicht sogar in der Meditation schon fast, in dem Sinne, dass die Frage aufgeworfen wird, sollten die konfliktbeteiligten Eltern nicht besser in sich gehen und ihre Konfliktsuppe vielleicht besser selber auslöffeln, statt immer nach dem Gesetzgeber zu rufen und Gerichte zu behelligen. Da kann man ja mal so sehen, die Justiz, heißt es, könne naturgemäß die den kindschaftsrechtlichen Konflikten zugrunde liegenden, im Kern menschlichen Konflikte und Probleme nicht lösen. Im Gegenteil, sie schaden, heißt es. Sie sei eine Falle für die Beteiligten. Das proklamierte zum Beispiel ein Diplompsychologe vor einigen Jahren in der Fachzeitschrift Kindwas. Macht das rechtlich noch alles noch schlimmer, bauscht es nicht die Konflikte noch unnötig auf.
oder auch gerade uns Anwälten, das habe ich auch vorgeworfen, führt das nicht alles zu unnötigen langen Grabenkriegen. Das Gleiche hat man ja auch der Psychoanalyse schon vorgeworfen, dass sie die Krankheit sei, für deren Lösung sie sich hält. Ich meine, hier wie dort gilt, Kirchen im Dorf lassen, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die Bedeutung von Recht und Justiz sollte jedenfalls nicht geringschätzt werden. Man denke zum Beispiel an die alte Volksweisheit, niemand kann in Frieden leben, solange es der Nachbar nicht will. Zur Einigung gehören bekanntlich immer noch zwei Seiten. Und nur unausgewogenes Recht oder Unrecht kann sich als Falle für Betroffene auswirken, in jeweils in erster Linie. Man erinnere sich nur an die dunkle Frühgeschichte des deutschen Kindschaftsrechts vor der Kindschaftsrechtsreform 1998. Nicht-eheliche Väter hatten überhaupt kein Besuchsrecht. Man stelle sich vor, der Gesetzgeber hätte das alles bis heute nicht verändert. Diese schrecklichen Normen gäbe es heute immer noch. Psychologen berichten aus ihrer Praxis, also ambulant tätige Psychologen, auch Justizunrecht kann krank machen. In einer solchen Situation ist es sicherlich vernünftig, über Gesetze zu diskutieren, Gesetze zu verändern, Vorurteile zu verändern, statt die Beteiligten nur an Psychologen und Meditatoren zu verweisen. So viel hierzu. Sehr verehrte Damen und Herren, der Familienkongress hier in Halle steht für ein zentrales Anliegen, den von Trennung und Scheidung betroffenen Kindern möglichst beide Eltern als zentrale Bezugspersonen zu erhalten und das mit möglichst wenig elterlichem Streit. Auch hier gibt es schon viele, die an dieser Stelle schon sagen, ist so nicht, stimmt so nicht. Ne? Es gibt Alleinerziehungsbefürworter und Apologeten einer vaterlosen Gesellschaft, die bestreiten schon die Richtigkeit des erstgenannten Ziels. Aber empirische Kriminologie und psychoanalytische bzw. entwicklungspsychologische Forschung belegen, soweit ich das verstanden habe, erstens, leibliche Eltern bieten größere Gewähr als Stiefeltern und sogenannte soziale Eltern dafür, dass ihre Kinder nicht Opfer von Verwahrlosung und Misshandlung werden. Und neben der Mutter ist eben auch der leibliche Vater wichtig für die psychische Entwicklung von Kindern zu glücklichen und nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft, die nicht durch Süchte und Delinquenz später auffallen, also womöglich dann selbst zu Tätern werden. Beide Befunde legen eine überragende Bedeutung des Umgangsrechts für das Kindeswohl nahe. Meines Erachtens gilt das jetzt, nachdem wir die Unterhaltsrechtsreform haben, umso mehr, denn jetzt muss ja der Residenzelternteil schon wesentlich früher, ab dem 3. Geburtstag des Kindes und auch umfangreicher als früher ins Erwerbsleben eintreten, sodass sich schon die Frage stellt, wer ist jetzt überhaupt noch für die Kinder da? Alle sollen fremdbetreut werden. Auch da muss man aufpassen, dass man die Kirche nicht im Dorf lässt. Also die Schätzungen gehen dahin, dass bald 55% der Kinder unter 3 Jahren fremdbetreut werden sollen. Das sehen also beispielsweise die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, sieht das also nicht so unproblematisch. Die hat da schon gewarnt in Memoranden, ob man das nicht etwas übertreibt. Also jedenfalls bis 2013 sollen 750.000 Kindergartenplätze geschaffen werden und dann hätten wir dann statistisch in etwa so, rechnet man das in etwa diese Situation. Aber zurück zum Umgangsrecht, was ich sagen wollte, dass das Umgangsrecht für mich dadurch dann noch wichtiger wird, ne? dass der Kontakt zum Umgangselternteil auch erhalten bleibt. Obwohl der Gesetzgeber schon 1998 bei der Kindschaftsrechtsreform ja nun sich festgelegt hat, dass der Umgang mit beiden Elternteilen in der Regel dem Kindeswohl dient, gibt es bis heute Kontroversen hierüber unter dem Motto nicht Umgang um jeden Preis, schon gar nicht gegen den Willen des Kindes. Und das wirft eben die alte Frage auf, wie die
möglicherweise manipuliertem Kindesbild umzugehen ist. Stichwort elterliches Entfremdungssyndrom, Pass. Ich werde darauf noch eingehen. Nun hat der Gesetzgeber mit der aktuellen Reform ja das Vorrang- und Beschleunigungsgebot in Kindschaftssachen eingeführt. Spätestens einen Monat nach Verfahrensbeginn soll ein Erörterungstermin mit den Beteiligten stattfinden. Falls es hier nicht zu einer möglichen Einigung kommt, hat das Gericht mit den Beteiligten den Erlass einer einstweiligen Anordnung zum Umgangsrecht zu erörtern. Finde ich sehr fortschrittlich. Offensichtlich wollte der Gesetzgeber Eltern-Kind-Entfremdung durch frühzeitige Intervention möglichst von vornherein vermeiden. Hierzu wurden 3 wesentliche Elemente der Kochheimer Praxis in Gesetzesform gegossen. Früher erster Erörterungstermin, keine schriftsätzliche Vorbereitung dieses Termins, um damit die Leute nicht anfangen, sich gegenseitig runterzuziehen in den Schriftsätzen, und dann gewisser Druck auf die Eltern, sich eben zu einigen. Das alles ist erfreulich und wichtig, denn im sorgerechtlichen Streit gilt ja vielerorts unverändert weiter die Doktrin der beiderseitigen Kooperationsbereitschaft und Fähigkeit als Voraussetzung für den Erhalt der elterlichen Sorge. Gemeinsame elterliche Sorge. Noch schlimmer, wenn der Residenzelternteil, also der Elternteil, bei dem das Kind nach der Trennung lebt, nicht kooperiert, wird auch häufig hierfür noch belohnt mit der Übertragung der Alleinsorge. Das ist eines der größten Probleme im deutschen Kindschaftsrecht. Denn der so bestärkte Elternteil gerät nun erst recht in Versuchung, das Umgangsrecht zu beschneiden, beziehungsweise das Kind hinter den Kulissen spüren zu lassen, was er von Besuchskontakten zum anderen Elternteil hält, häufig nämlich gar nichts. Hier erleichtert es natürlich der frühe Termin der geradezu verführerischen Macht des Residenzelternteils, egal ob Mutter oder Vater, entgegenzukommen. Also wichtig ist für mich die Bemerkung, dass Männer hier als Residenzelternteil nicht grundsätzlich besser sind als Frauen. Das ist ganz klar. Das betrifft also beide gleichermaßen. Wichtig ist, dass der Residenzelternteil eben eine unheimliche Macht hat, und damit bringt die Justiz ja schon seit langem. Der Richter kann jedenfalls jetzt im frühen Termin verdeutlichen, kein Elternteil hat exklusives Besitzrecht am nach wie vor gemeinsamen Kind. So weit, so gut. Bei aller Richtigkeit solch hehrer Ziele wie Neuorganisation der Familie nach der Trennung, das finde ich alles ganz prima, nur diese dürfen nicht als Voraussetzung für das Umgangsrecht betrachtet werden. Was Beratungseuphorie meines Erachtens übersieht, ist Folgendes: Diejenige Konfliktpartei, die sich rechtlich am längeren Hebel sieht, wird stets weniger bereit sein, sich auf einen fairen, offenen Kommunikationsprozess einzulassen. Diese psychologische Gesetzmäßigkeit ist wohl so alt wie die Menschheit. Sie wird selbstverständlich auch im Trennungskonflikt der Eltern. Daher habe ich mal eine These formuliert: Funktionierende Beratungskultur und funktionierendes außergerichtliches Schlichtungswesen kann auch im Kindschaftsrecht nur insoweit entstehen, als Recht und Justiz beide Elternteile gleichberechtigt behandeln und die überbordende Machtfülle des Residenzelternteils im Trennungskonflikt ausbalancieren. Begrenzung der Macht des allzu Starken war immer schon Daseinsgrund und vornehmste Aufgabe des Rechtsstaats. Und das ist seit jeher charakteristisch für sogenannte zivilisierte Gesellschaftsformen. Nun ein paar Worte zur Frage, wie gehen die Familiengerichte mit dem neuen Beschleunigungsgebot um. Das Beschleunigungsprinzip ist ja schon seit 12. Juli 2008 quasi heimlich in Kraft getreten. Deshalb gibt es auch für alle Eilverfahren, die seither bei Gericht anhängig sind. Praktische Realität hat es allerdings bisher noch nicht so sehr. Kommt es erst jetzt langsam, wo alle darüber reden und schreiben.
In der VAZ wurde jüngst dazu aufgerufen, das Beschleunigungsgebot in Umgangssachen gegen den klaren Gesetzeswortlaut eng auszulegen, dahingehend, dass es dann nicht gelten soll, wenn ein Besuchsrecht an sich gewährt wird und lediglich ausgeweitet werden soll. Da habe ich mich gefragt, und wenn das Kind nach der Trennung nun schon ein Jahr gewohnt ist, seinen Vater häufig zu sehen, häufig bei ihm zu übernachten, mit ihm zusammen was zu unternehmen, und die Mutter plötzlich einen neuen Freund hat und wegzieht und den Umgang nun deshalb per kaiserlichem Dekret auf 2-mal im Monat für 2 Stunden herabsetzt, dann soll kein Eilbedürfnis bestehen, als leuchtet mir nicht ein. Es fragt sich, wo nach dieser Auffassung die Grenze liegen soll bei 1 Stunde pro Monat. Ich halte das für falsch, diese Auslegung, obwohl sich in der Gesetzesbegründung tatsächlich das so ein bisschen so liest, aber der klare Gesetzeslaut an der Stelle spricht gegen so eine einengende Auslegung. Ein Richter äußerte sich verärgert über den Zwang zum frühen Termin. Das kann ich mir auch gut vorstellen und ist auch verständlich, dass das nicht überall so beliebt ist, weil ja die personelle Ausstattung der Gerichte häufig nicht so gut ist, bekanntlich. Aber vor allen Dingen sagte er, dass er zu einem so frühen Verfahrensstadium noch keine fundierte Entscheidungsgrundlage hat. Und das ist unbestreitbar, das hat er recht. Auch das Jugendamt, an dessen Votum sich Richter gerne annehmen, verfügt zu diesem Zeitpunkt noch kaum über belastbare Informationen. So das Argument, sage ich, eine bereits verfahrensabschließende streitige Entscheidung soll ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht getroffen werden. Und wenn, dann übrigens nur, wenn wesentliche Verfahrensgarantien eingehalten werden. Wichtig ist zum Beispiel, dass auch schon der erste frühe Termin sorgfältig protokolliert wird. Und nach dem Termin nochmal Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben wird. Auch dass dann in der Ladung nicht so getan wird, als wollte man sich nur zum unverbindlichen Kaffee trinken da treffen, also zur formlosen Aussprache und dann plötzlich eine streitige Endentscheidung. All das ist nicht zulässig. Da kann das Oberlandesgericht zurückverweisen. Das hat also das Berliner Kammergericht getan in einer der ersten OEG-Entscheidungen zum neuen Beschleunigungsgebot. Man kann sich also praktisch merken, Beschleunigungsprinzip bedeutet nicht kurzer Prozess, sonst kann es sich in sein Gegenteil verwandeln. Das Beschleunigungsgebot gilt ja in jeder Lage des Verfahrens. Es fragt sich daher, was nun eigentlich mit den Eilanordnungen, mit dem Rechtsinstitut der einstweiligen Anordnung ist. Man diskutiert in Fachzeitschriften, ob es nun an Bedeutung verloren hat. Ich meine, nein, bin mir aber auch nicht 100% sicher. Wie gesagt, Prognosen sind immer schwierig, weil sie mit der Zukunft zu tun haben. Zunächst mal ist festzustellen, dass dieses Beschleunigungsgebot ja nicht für alle Liegenschaftssachen gilt, sondern nur für solche, die Aufenthalt, Umgang, Herausgabe oder Gefährdung des Kindes betreffen. Man braucht also einstweilige Anordnungen auf jeden Fall, zum Beispiel weiterhin bei eilbedürftigen schulischen und gesundheitlichen Angelegenheiten. Beispiel, die Eltern können sich nicht einigen, auf welcher Schule das Kind angemeldet werden soll. Da gibt es Fristen und so weiter, da eilt was und das würde also nicht unter das Beschleunigungsgebot nicht passen, also braucht man eine einstweilige Anordnung. Die gretchen Frage ist, was mit den Anträgen auf Eilanordnung im Umgangsbereich ist. Da kann man sich darüber streiten. Ich meine, dass auch hier die einstweilige Anordnung durchaus weiterhin eine Bedeutung hat, vielleicht aus 3 Gründen. Erstens, klare zeitliche Vorgaben gibt es nur für den ersten Termin, der muss halt oder soll binnen eines Monats stattfinden, aber danach gibt es natürlich keine klaren Vorgaben mehr. Da könnte also durchaus, wenn das dann doch wieder alles sehr lange bis zur Hauptsacheentscheidung dauert, dann doch womöglich auch Anträge wichtig sein. Zweitens, bei Anträgen auf einstweiligen Umgangsbeschluss wird ein Eilbedürfnis nunmehr gesetzlich vermutet. Das muss also nicht mehr eigens dargelegt und begründet
vom Antragsteller. Und bisher sind ja gerade Eilanträge gerade an diesem Problem häufig gescheitert. Jetzt kann also der Richter nicht mehr einfach so sagen, warten Sie das Hauptsacheverfahren ab, ich sehe kein Eilbedürfnis, denn das wird ja nun gesetzlich vermutet, schon von vornherein. Außerdem kann man die Einordnung ja bekanntlich jetzt auch ohne Hauptsacheverfahren anhängig machen und das bietet eine gewisse Chance, auf das Hauptsacheverfahren ganz zu verzichten, dass man sich das ganz ersparen kann und damit auch eine teure Sachverständigentätigkeit, wenn es nämlich eine Anordnung gibt und die sich dann bewährt bei den Eltern und das funktioniert, dann kann man sich ja das Hauptsacheverfahren möglicherweise ganz sparen oder dieses Verfahren schon eigentlich eben für erledigt erklären. Das ist dann eine ganz prima Sache. Wenn das dann mal funktioniert, es stellt sich nur jetzt insgesamt die Frage, wie man überhaupt jetzt taktisch vorgehen soll, angesichts des Beschleunigungsprinzips und diesen neuen Möglichkeiten der Eilanordnung. Also wenn man wirklich alle Optionen zum Umgang ausschöpfen möchte, müsste man im Grunde genommen, meine ich, zunächst mal das Hauptsacheverfahren anhängig machen und natürlich einen frühen Termin auf eine mögliche Einigung drängen oder anstreben, logisch. Und wenn das nicht gelingt, kann man dann nochmal diskutieren mit dem Richter, ob der nicht von Amts wegen der einstweilige Anordnung zum Umgang erlässt. Wenn der das aber nun mal dann nicht macht, kann man praktisch noch zusätzlich ein Eilverfahren hinterher schieben mit in einer weiteren verfahrenseinleitenden Antragsschrift. Das ist dann ein eigenständiges Verfahren, für das wieder das Beschleunigungsgebot natürlich gilt. Wenn das dann ohne mündliche Verhandlungen abgeschmettert wird, kann man einen Antrag auf mündliche Verhandlungen stellen nochmal. Dann muss meines Erachtens dann nochmal verhandelt werden vor dem Gericht. Und wenn aber das dann aufrechterhalten bleibt nach mündliche Verhandlungen, also es keinen Umgangseilbeschluss gibt, dann gibt es dagegen, und das finde ich wirklich die Krux, nach wie vor keine Beschwerdemöglichkeit. Also das Ende der Veranstaltung. Da muss man dann tatsächlich abwarten und Tee trinken, bis das Hauptsacheverfahren dann hat. In der Elternteil gegenüber, dass das Kind womöglich noch im Beisein des Residenzelternteils da im Richterzimmer dann gehört wird, das finde ich nicht in Ordnung. Kurz und gut, ich bin der Auffassung, Kinder sollten, wenn überhaupt, und das lässt sich ja noch nicht vermeiden, dann aber auch so früh wie möglich angehört werden, weil sie eben dann hoffentlich noch relativ frei von Manipulationen ihres Willens sind. Das heißt also, meine Empfehlung wäre also an die Richter, diese sollten schon in der Lage zum ersten Termin anordnen, dass das Kind von den Eltern mitzubringen ist. Es muss ja nicht sofort angehört werden, man kann ja trotzdem versuchen, dass die Eltern sich vielleicht so einigen können, dann braucht man das Kind noch nicht anhören, klar, aber wenn es nicht gelingt, sollte man dann doch noch das Kind anhören, meine ich, um nicht da weitere Termine machen zu müssen. Wie gesagt, das Beschleunigungsprinzip spricht meines Erachtens für diese Vorgehensweise und verboten ist es sicherlich nicht. In diesem Zusammenhang möchte ich auch hier den Altmeister Rechtsanwalt Dr. Köppel nochmal zitieren. Der hat ja schon vor vielen, vielen Jahren das Nämliche zu gesagt, das ist bis heute meines Erachtens auch richtig. Die Gefahr einer Fehlentscheidung im Ganzen ist schwerwiegender als die Gefahr einer einmaligen Belastung des Kindes durch seine persönliche Befragung. Das ist auch bis heute meine Meinung dazu. So. Jetzt haben wir das Kind also dann angehört, im ersten oder zweiten Termin oder wie auch immer, und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir mit dem Kindeswillen? Da gibt es ja die berühmte Formel des Bundesverfassungsgerichts, der Wille des Kindes ist beachtlich, soweit er mit seinem Wohl vereinbar ist. Ich halte das nicht für sehr aussagekräftig. Das Kind ist von der Aussagekraft her etwa so einzuordnen, wie das Wetter ist schön, außer es regnet heftig. Die Krux ist jedenfalls, dass eine Manipulation des Kindeswillens schwer nachweisbar ist und wenn sie mal offensichtlich wird, niemand so recht weiß, was zu tun ist. Zumal das sogenannte elterliche Entfremdungssyndrom, bekanntes Akronym PASS, im deutschsprachigen Raum seit vielen Jahren durch herabsetzende Fachartikel verunglimpft wurde. Viele erinnern sich vielleicht noch an den Artikel von der
amerikanischen Professorin Bruch in der Pharmazet, die letztlich mit dem Tenor geschlossen hat, statt Pass bleibt, statistisch unbedeutend und wissenschaftlich betrachtet Nonsens. Es folgten ganz viele weitere Artikel, die gleiche Kerbe schlugen in deutschen Fachzeitschriften, also das was praktisch vielerorts das Aus für das Pass in Deutschland bedeutet. 2005 erschien demgegenüber ein sehr empfehlenswerter Aufsatz von Professor Warschak, amerikanischer Universitätsprofessor, der sich sehr detailliert mit den Einwänden gegen Pass auseinandersetzt. Er stellt insbesondere 5 Dinge klar. Erstens, Kinder sind manipulierbar, insbesondere ab 3 Jahren. Ich meine auch, das liegt auf der Hand. Zweitens, das Pass-Syndrom meint nicht allgemein Eltern-Kind-Entfremdung, die grundsätzlich verschiedenste Ursachen haben kann, unbenommen, sondern das meint, es ist eine spezielle Form von Eltern-Kind-Entfremdung gemeint, irreale Ablehnung eines Elternteils, jedenfalls auch auf den negativen Einfluss des anderen Elternteils zurückzuführen ist. Das ist der springende Punkt. Und auch schon nach Gardner sollte die Diagnose Pass für diese Fälle reserviert bleiben. Pass will insbesondere den inneren Zustand von Kindern beschreiben, die, was nicht für alle Kinder gilt, irreale, nachhaltige Ablehnung eines Elternteils entwickeln, wenn sie dem negativen Einfluss des anderen Elternteils ausgesetzt sind. Viertens, es ist in Medizin und in der Welt von Medizin und Psychologie allgemein üblich und wird als nützlich angesehen, ein Syndrom auch dann zu benennen, zu diagnostizieren, wenn damit noch nicht alle Fragen beantwortet sind, wenn damit noch nicht alles über ursächliche Mechanismen und Behandlungsmethoden gesagt ist. Die wissenschaftstheoretische Auffassung der Kritiker, die Diagnose Pass deshalb als ungültig zu vermeiden, ist deswegen nicht haltbar. Schließlich, wenn erwachsene Menschen sich an ihre psychisch oder körperlich misshandelnden Partner gleichwohl binden, will man diese, wenn irgend möglich, schützen. Man will intervenieren, obwohl natürlich hier erst recht das Selbstbestimmungsrecht entgegensteht. Aber wenn Kinder betroffen sind, soll das nicht gelten. Das ist widersprüchlich. Denn auch die Manipulation des Kindes ist eine Form der in der Regel fahrlässig begangenen psychischen Misshandlung, die ja nach 1631 BGB wieder unzulässig ist, verboten ist. Auf Warschaks Artikel hat keiner der vielen Kritiker geantwortet. Merkwürdig eigentlich. Im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht wird das Pass vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg schon seit 10 Jahren ausdrücklich anerkannt. Und das Bundesverfassungsgericht hat seinerseits im Fall Görgülü betont, dass auch in Kindschaftssachen die völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands für Justiz und Behörden als innerstaatliches Recht beachtlich sind, als da insbesondere wäre die Europäische Menschenrechtskonvention und die hierzu ergehenden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Diese völkerrechtlichen Verpflichtungen gelten nicht nur für Fälle mit Auslandsbezug, sondern auch für reine Inlandsfälle, um das nochmal klarzustellen. Unser Grundgesetz weist auf die Verpflichtungen hin. Ich halte das für unzureichend. Haben Sie schon einmal einen Familienrichter gesehen, der im Verhandlungstermin das Grundgesetz aufschlägt? Wohl selten. Deswegen meine ich, dass es sehr erfreulich wäre, wenn es im familienrechtlichen Teil des BGBs einen gesetzlichen Hinweis auf diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geben würde. Dann müssten sich die Gerichte damit auseinandersetzen. Ich komme jetzt zu sprechen auf die Zwangsvollstreckung von Umgangsbeschlüssen. Die praktisch fehlende Vollstreckbarkeit von Umgangsbeschlüssen ist eines der größten Probleme des deutschen Kindschaftsrechts und wurde ja auch schon vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte moniert. Hier hat sich schon Wichtiges geändert. Die bisher vor jeder Festsetzung von Zwangsvollstreckung stets zu erfolgende Androhung ist jetzt nicht mehr erforderlich. Diese Androhung war ein Riesenproblem
Viele Richter weigern sich bis heute, Zwangsgeld überhaupt nur anzudrohen. So, jetzt das Problem ist jetzt auf Tisch, weil jetzt stattdessen in jedem Umgangsbeschluss eine Belehrung erfolgen soll, muss, welche Folgen bei Zuwiderhandlungen gegen den Umgangsbeschluss zu erwarten sind, nämlich Ordnungsrecht. Im Falle des nicht beitreibaren Ordnungshaft. Und letzteres unter Umständen sogar von vornherein, nämlich dann, wenn die Anordnung von Ordnungsgeld keinen Erfolg verspricht. Keinen Erfolg verspricht. Auch darüber muss das Gericht belehren. Man lese mal den § 88 VfG, spannende Lektüre. Da muss das Gericht darüber belehren. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, erfolgversprechend ist eine Anordnung von Ordnungsgeld nur dann, wenn Einkommen oberhalb der hohen Pfändungsfreigrenzen vorhanden ist oder pfändbare Habe, ist vielfach nicht der Fall. Ein Landmenschen kann bekanntlich nicht in die Tasche greifen. Dann scheint mir, dass allein die Belehrung künftig einen gewissen Abschreckungseffekt haben könnte. Aber nur, wenn diese Belehrung auch korrekt und vollständig durchgeführt wird von den Gerichten. Das ist übrigens jetzt meine Aufgabe für die Anwaltschaft, genau hierauf zu drängen. Nichts geändert hat sich allerdings an der Problematik, dass die Verhängung von Ordnungsmitteln ausscheidet, wenn der betreffende Elternteil die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten hat. Wenn es also, wie so häufig, heißt, das Kind will nicht. Man tut zum Teil so, als solle dies schon ab dem zarten Alter von 10, 11 Jahren vom Kind selbst entschieden werden. Man stellt sich vor, man ließe die Kinder auch selbst entscheiden, ob sie in die Schule oder zum Zahnarzt möchten. Halte ich ebenfalls für verfehlt und dadurch wird natürlich das ganze Ding mit der Zwangsvollstreckung wieder so ein bisschen zum lahmen Tiger. Ist so. Ein paar Worte zum Umgangspfleger. Der Umgangspfleger erhält das Aufenthaltsbestimmungsrecht, aber nur zeitlich begrenzt auf die im Umgangsbeschluss bestimmten Besuchszeiten. Auch hiermit soll eine effektivere Durchsetzung des Umgangsrechts ermöglicht werden. Welche Befugnisse ein Umgangspfleger aber überhaupt hat, das bedarf auch Erklärung. Meines Erachtens eignet sich er insbesondere für zwei Dinge, und so wird er heute in der Praxis ja auch verwendet. Erstens, wenn mit Hilfe eines neutralen Dritten ein Aufeinandertreffen der Eltern bei der Kindesübergabe ganz vermieden werden soll, wenn die Eltern sich grün sind, dann darf also der Umgangspfleger zum Beispiel das Kind zu den richtig bestimmten Umgangszeiten von der Mutter abholen und zum Vater bringen. Zweitens, der Umgangspfleger kann aber auch schon dadurch positiven Einfluss erlangen, dass er schlicht bei der Umgangsübergabe an der Eltern zugegen ist. Dann kann er nämlich quasi als sachverständiger Zeuge dem Gericht oder gegebenenfalls auch den Sachverständigen unmittelbar vom Geschehen vor Ort berichten, über das man ja bislang bei widerstreitender Behauptung nur mutmaßen konnte. Aber soweit, da muss man jetzt darauf achten, soweit die Modalitäten der Übergabe schon im Umgangsbeschluss selbst geregelt sind, darf der Umgangspfleger hiervon nicht eigenmächtig abweichen. Obwohl das zuweilen durchaus wünschenswert wäre. Man stellt sich vor, bei diesen Rosenkriegen gibt es auch häufig die naheliegende Lösung, dass der Vater das Kind vom Kindergarten oder von der Schule direkt abholt. Und dass man auf diese Weise dieses ewige Aufeinandertreffen der Eltern vermeidet. Da musste jetzt neulich das OEG Köln zum Beispiel entscheiden, ob das so zulässig ist. Und die haben natürlich dann direkt gesagt, nee, das geht so nicht. Das hätte der Richter schon im Ausgangsbeschluss machen müssen. Also, wir lernen wieder, dazu, wenn der Richter so eine Lösung befürwortet, ich halte da sehr viel von, in hochstrittigen Umgangsverfahren, dann muss der Richter sich hier schon direkt im Umgangsbeschluss durchgehen zu so einer Lösung. Sonst kommt gleich die Korrektur nach 1696 BGB und die ist ja wieder mit mehr Querelen, Aufwand und Zeitaufwand verbunden. Das ist vielleicht wichtig auch für Anwälte, da das klar
dem Motto jetzt oder nie, ne? Entschuldigung, im Ausgangsbeschluss, im Ausgangserkenntnisverfahren. So, jetzt komme ich zu meinem letzten größeren Kapitel. Ich hatte es ja eingangs angekündigt, betreffend die leidigen Fälle innerstaatlicher Kindesentführung. Ich will sagen, ich verstehe darunter eigenmächtiger Wegzug mit dem Kind unter Verletzung des Mitsorgerechts des anderen Elternteils ohne Gerichtsbeschluss. Ich nenne das den kindschaftsrechtlichen atomaren Erstschlag, weil es bis heute keine Zaubertritte gibt dagegen. Es gibt jetzt etwas Neues im Gesetz, wir werden da gleich drauf kommen, ob das nur die Rettung ist oder Besserung bringt. Zunächst grundsätzlich zu der Problematik, dass es schwierig ist, dass in solchen Fällen, insbesondere deswegen, weil man in der ersten Zeit häufig nicht mal zur Aufenthaltsort bekannt ist, des wegstrebenden Elternteils mit den Kindern. Einwohnermeldeämter erlassen Sperrvermerke zum Schutz des angeblich verfolgten Elternteils. Das kann natürlich wirklich der Fall sein, wird aber nicht immer der Fall sein. Soweit List hier gebraucht wurde, ist das ja auch sogar eine strafbare Handlung, Kindesentführung 1935 StGB. Dennoch hat sich ja bekanntlich seit Jahren da eine gewisse Praxis fernab von Theorie etabliert und schnell sind schwer wieder zu revidierende Fakten geschaffen, wenn nicht frühzeitig und beherzt vom Familienrichter eingegriffen wird. Jetzt ist das Instrumentarium dazu da. Gerade hier zeigt sich die Bedeutung des neuen Besteuerungsgesetzes. Allenfalls durch rasche Terminierung und vorläufige Entscheidung. Die Terminierung allein ist zunächst zum Schluss dann auch vorläufig die richtige Entscheidung getroffen werden. Kann das Entstehen einer vorläufigen Kontinuität am neuen Aufenthaltsort schon im Ansatz unterbunden werden, wenn überhaupt. Außerdem, auch der wegstrebende Elternteil hat ja nun die Möglichkeit, wegen des Beschleunigungsprinzips in überschaubarer Zeit eine vorläufige gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht herbeizuführen. Ein Bedürfnis zu Eigenmächtigkeiten ist daher meines Erachtens jetzt erst rechtlich anzuerkennen. Die Gerichte sollten endlich beginnen, diesen entschieden und frühzeitig einen Riegel vorzuschieben. Das soll nun der neue Paragraph 154 vom FG etwas erleichtern. Wenn nämlich der weggezogene Elternteil nach dem Umzug wohlgemerkt das Gericht am neuen Aufenthaltsort anruft, dann darf dieses Gericht die Sache nun an das Gericht, die Sache an das Gericht des früheren gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Kindes abgeben. Das liegt im pflichtgemäßen richterlichen Ermessen. Ein arbeitsbelasteter Richter wird womöglich dazu neigen, meine ich jetzt nicht böse, ist völlig menschlich, die Verweisung, also wenn er es tut, dann ist die Verweisung für das andere Gericht bindend. Es kann nicht zurückverweisen. Das ist gut so, weil es sonst zum Hin- und Herschieben von Akten kommen könnte. Aber, schon wieder der Pferdefuß, Ausnahme, macht der weggezogene Elternteil ein Schutzbedürfnis geltend, insbesondere verweist er auf häusliche Gewalt des anderen Elternteils, dann ist keine Abgabe an das Gericht am früheren Aufenthaltsort möglich. Dann gilt, wie es bisher auch war, dass das zuerst angerufene Gericht örtlich zuständig ist und bleibt. Es kann also nach wie vor zu einem Wettlauf um die örtliche Zuständigkeit kommen. Meines Erachtens eine unnötige Einschränkung. Schließlich haben wir bekanntlich das Gewaltschutzgesetz und da kann man bei Gewalt und Drohungen ohne viel Fehlerlesens den Täter oder die Täterin von der Polizei aus der Wohnung verweisen. Ob man darüber hinaus ein Schutzbedürfnis anzuerkennen hat, wage ich zu bezweifeln. Der Deutsche Familiengerichtshof hat dieses Jahr jedenfalls dafür plädiert, diese Ausnahmeregelung eng zu interpretieren, also wirklich nur in begründeten Fällen, ansonsten im Grunde genommen zurückzugeben an das Gericht des früheren Aufenthaltsorts. Ich finde das richtig, also diese Interpretation finde ich richtig. Man muss darauf hinweisen, dass diese Neuregelung ohnehin nur demjenigen nützt, der Mitinhaber des Sorgerechts ist. Ne? Wenn man kein Sorgerecht hat, ist man natürlich überhaupt in keinster Weise geschützt. Das ist
ist ja bei nicht-ehelichen Eltern häufig nicht der Fall. Ne? Da hat ja immer noch nach dem Gesetz die Mutter vom Grundsatz her die Alleinsorge, und wenn die da nicht mitwirkt, dann gibt es eben kein Mitsorgerecht für den nicht-ehelichen Vater. Das führt in der Praxis dazu, dass die nicht-eheliche Mutter im Grunde genommen nach Gutdünken mit dem Kind wegziehen kann, ohne oder relativ wenig Gefahr läuft, dass man das als Anlass nimmt, ihr das Sorgerecht einzuschränken nach der bisherigen Rechtsprechung. Ich meine, dass diese neue 154 VfG noch nicht weit genug geht. Ich hätte gerne, dass die Grundsätze, die das internationale Kindschaftsrecht für grenzüberschreitende Kindesentführungen vorsieht, dass diese Grundsätze auch bei innerstaatlichen Kindesentführungen gelten. Das würde bedeuten, grundsätzlich wäre nicht nur sofort an das Gericht des bisherigen Aufenthaltsorts abzugeben, sondern eine sofortige Rückführung des Kindes an sein bisheriges häusliches Umfeld anzuordnen. Ob da eine Staatengrenze dazwischen liegt, zufällig, ist für die Frage des Kindeswohls meines Erachtens irrelevant. Und nur so könnte man Nägel mit Köpfen machen. Denn auch die Verweisung an das Gericht des bisherigen Wohnorts nützt unter Umständen nämlich gar nichts, wenn auch dieses Gericht, also was jetzt die Sache hat, schon nach kurzer Zeit am neuen Wohnort eine sogenannte vorläufige Kontinuität sieht. Was soll das jetzt sein? Vorläufige Kontinuität. Es scheint ein Widerspruch in sich zu sein im Begriff. Also gemeint ist mit der vorläufigen Kontinuität nicht die alte Kontinuität, die sozusagen vor der Trennung war, die Lebensverhältnisse zu dieser Zeit, sondern man meinte die Kontinuität, die gerade erst durch den Umzug, durch den Wegzug im Entstehen begriffen ist. Das nennt man vorläufige Kontinuität. Und wenn das Gericht am bisherigen Aufenthaltsort, am neuen Aufenthaltsort schon die vorläufige Kontinuität sieht, dann wird es sich weiterhin gehindert sehen, in geeigneten Fällen dem zurückgelassenen Elternteil das Aufenthaltsbestimmungsrecht vorläufig zu übertragen. Aus verschiedenen Gründen. Man hat Angst, dass man das sonst im Hauptsacheverfahren wieder rückgängig machen muss, und man will natürlich selbstverständlich dem Kind mehrere Umzüge auch ersparen. Dennoch fraglich diese Praxis. Also in geeigneten Fällen sollte man da durchaus dann mal dem zurückgelassenen Elternteil das Aufenthaltsbestimmungsrecht vorläufig mal übertragen, insbesondere dann, wenn er die Betreuung des Kindes übernehmen kann und will. Ja, versuche, ob ich da gerade was kürzen kann. Ja, vielleicht kriege ich. Hast du noch Zeit? Habe ich noch Zeit? Gut, das schaffen wir auch. Also was mich manchmal gestört hat, war, dass diese Entscheidungen im Zusammenhang mit den innerstaatlichen Kindesentführungen, dass das häufig auch von der zweiten Instanz abgesichert wird, von den Oberlandesgerichten. Und das häufig noch im kurzen Prozess. Da wird noch nicht mal mündlich verhandelt. Da macht man dann nichts, da grätscht man nicht rein in die Situation, sondern man lässt das laufen. Und zwar deswegen, weil man seinen Prüfungsmaßstab schon schematisch aufgrund ständiger Spruchpraxis in vergleichbaren Fällen selbst begrenzt. Nach dem Motto, grundsätzlich keine Aufhebung der erstinstanzlichen Eilentscheidung, es sei denn, bis zur Hauptsacheentscheidung ist die Gefahr schwerwiegender Unzulänglichkeiten für die Versorgung des Kindes offensichtlich. Ja, so kann man natürlich schön viele Fälle abschmettern. Und in diesem Zusammenhang ist ein weiterer großer Mangel der Gesetzesnovelle erwähnenswert. Nach dem FachFG darf in zweiter Instanz von Terminierung und üblicher Verhandlungen übrigens ganz abgesehen werden unter zwei Voraussetzungen. Erstens, wenn das schon in der ersten Instanz üblich verhandelt wurde, was in der Regel der Fall ist also kein Problem. Und zweite Voraussetzung, wenn von einer Wiederholung der mündlichen Verhandlung keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind. Kommt fast. Jetzt kommt wieder was Positives. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr in einem wichtigen Nichtannahmebeschluss zur vorläufigen und trotzdem Kontinuität verkündet, dass eine schematische Selbstbeschränkung des Prüfungsmaßstabs verfassungswidrig ist. Es ging hier um einen guten
Fall hat das Bundesverfassungsgericht mal einen prima Fall. Also Sie kennen ja den Spruch, gute Fälle machen gutes Recht, schlechte Fälle machen schlechtes Recht. Hier hatte das Bundesverfassungsgericht mal einen guten Fall, deswegen, weil der zurückgelassene Elternteil sogar die Hauptbezugsperson für das Kind war, was sich der andere Elternteil unterm Arm genommen hat und damit verschwunden ist. Das ist natürlich nicht immer bei innerstaatlichen Kindesentführungen der Fall. Aber die Entscheidung ist dennoch großer allgemeiner Bedeutung. Das Bundesverfassungsgericht sagt im Wesentlichen zwei wichtige Dinge, also jetzt neben der Sache mit dem schematischen Prüfungsmaßstab, das hat er wohl als für verfassungswidrig eingeordnet, aber darüber hinaus zwei wichtige Dinge. Erstens, die spontane Herausnahme eines Kindes aus seinem bisherigen Lebensumfeld dient im Zweifel nicht seinem Wohl. Insbesondere dann nicht, wenn der zurückgelassene Elternteil die Betreuung des Kindes übernehmen kann und will. Das ist also wichtig, der muss also nicht unbedingt vorher schon überhaupt Bezugsperson gewesen sein. Das ist nicht erforderlich, damit diese Rechtsprechung greift. Und zweitens, wer eigenmächtig den Aufenthalt eines Kindes ohne Absprache mit dem anderen mitsorgeberechtigten Elternteil verändert, macht sich verdächtig im Blick auf seine Erziehungseinrichtung. Und diese sei vom Familiengericht auch schon im Rahmen einstweiligen Rechtsschutzes zu beurteilen. Das gilt laut Bundesverfassungsgericht insbesondere dann, wenn der eigenmächtig handelnde Elternteil zunächst keinen Umgang gewährt und damit auch noch mangelnde Bildungstoleranz zeigt. Insbesondere dies können im Rahmen vorläufiger Entscheidungen zum Sorgerecht ausschlaggebend für die Frage der Erziehungseignung sein. So die Herrenordnung des Bundesverfassungsgerichts. Herr Richter Völker aus Saarbrücken, der noch wissenschaftlicher Assistent war beim Bundesverfassungsgericht, plädiert dafür, in geeigneten Fällen unter Hinweis auf gerade dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und das neue Besteuerungsprinzip eine Terminierung binnen weniger Tage zu beantragen. Nun, ob das funktioniert, ob das so gemacht wird, habe ich meine Zweifel. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, ich habe noch keinen Fall jetzt mit den neuen Rechten, wo das passte. So gut, der Herr Völker wird das bestimmt machen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Sorgerecht nicht-ehelicher Eltern. Das muss man natürlich dem Gesetzgeber so ein bisschen ankreiden bei allem Lob, dass er jetzt diese heiße Kartoffel nicht angepackt hat mit dem Sorgerecht nicht-ehelicher Eltern. Da wäre jetzt die Gelegenheit gewesen. Das führt ja dazu, dass nach wie vor ohne Mitwirkung der Mutter kein gemeinsames Sorgerecht entstehen kann. Ohne diese Mitwirkung haben nicht-eheliche Väter nicht einmal das Recht, von Kindergärten, Schulen, Ärzten oder Psychologen schlicht Auskunft über ihr Kind zu erhalten, solange die Mutter hierzu keine Zustimmung erteilt. Die nicht-ehelichen Väter sind daher zum Zahnesel degradiert, ein völlig inakzeptabler Zustand, der in der EU ist man außerhalb des deutschsprachigen Raums fast überall vorhanden. Ich meine, zumindest einen Teil des Sorgerechts, jedenfalls aber besagte Auskunftsrechte, müsste jeder Vater ab Geburt eines von ihm anerkannten Kindes innehaben. Das Bundesjustizministerium hat ja gerade noch einen Forschungsauftrag vergeben, der endlich klären soll, ob die bisherigen Annahmen zu dieser Frage mit der Realität übereinstimmen. Die ersten Ergebnisse sollen Ende 2010 vorliegen. Es besteht also noch Anlass zu hoffen. Zum Wechselmodell einige Worte noch. Die herrschende Meinung, braucht das jetzt glaube ich nicht zu erklären, das Wechselmodell ist hier wiederholt. Die herrschende Meinung gibt im Zweifel demjenigen Elternteil das Sorgerecht, der sich gegen das Wechselmodell ausspricht. Ein Wechselmodell könne gegen den Willen eines Elternteils nicht funktionieren. Was macht man damit? Also ich meine, rechtstechnisch gesehen ist das Wechselmodell daher allenfalls als erweitertes Umgangsrecht zu realisieren. Da muss ich also dann auf den Bereich von Umgangsrecht konzentrieren. Jedenfalls bei kleineren Kindern kommt das Wechselmodell nur in Betracht, wenn die Wohnungen der Eltern nicht allzu weit voneinander entfernt liegen. Das dürfte auf der Hand liegen. Aber auch wenn das der Fall ist, kann das nur selten, allenfalls unter zwei Voraussetzungen durchgesetzt werden. Erstens, es muss schon nach der Trennung schon längere Zeit praktiziert worden sein und, noch viel wichtiger, das Kind spricht sich für die Fortsetzung des Wechselmodells aus. In einem solchen Fall
das Oberlandesgericht Brandenburg im Juni 2008 die per Umgangsbeschluss getroffene Entscheidung der Vorinstanz bestätigt, dass das Wechselmodell weiterzugehen hat. Das Sorgerecht hingegen hat es merkwürdigerweise in der Situation der Mutter alleine übertragen und hiergegen wurde das Bundesverfassungsgericht angerufen und das hat jetzt eben gerade entschieden, dass bei fortbestehendem Wechselmodell grundsätzlich das gemeinsame Sorgerecht aufrechterhalten bleiben sollte und so habe ich es jemals verstanden und zurückverwiesen nach Brandenburg. Ja, was schließt man daraus? Vielleicht zumindest vorsichtig, dass das Wechselmodell zukünftig nicht völlig obsolet ist. Das ist ja schon mal was. Denn ich bin der Meinung, über alle Problematik, die so ein Wechselmodell hat oder haben kann für ein Kind, zwei Haushalte und so weiter, das ist auch für Erwachsene anstrengend, für ein Kind erst recht, ist das als Alternative zu dem, was wir sonst häufig hier erleben, jahrelange Streitigkeiten um Besuchsrecht und um Umgangsrecht, also Entfremdung, die sehr schnell eintreten kann und so weiter. Im Vergleich hierzu, zu diesen Albtraumfällen, ist die Lösung Wechselmodell tatsächlich hier und da mal zu erwägen, wenn die Eltern das versuchen wollen. So, tja, Fazit. Trotz der Reformen ist weiterhin Reformbedarf zu erkennen. Es ist noch nicht alles im Lot. Insbesondere die Problematik, wie Justiz und Jugendhilfe mit manipulierten Kindesbildern umgehen, hat nach wie vor ihre Lösung. Ich wüsste eigentlich als Gesetzgeber ehrlich gesagt auch keinen Zaubertrick. Den gibt es wohl auch nicht. Der Gesetzgeber könnte aber zumindest regeln, dass Kinder schon im frühen ersten Termin anzuhören sind und Geschwister grundsätzlich getrennt voneinander. Ich meine, das ist ein häufiger Fehler. Warum? Weil sonst nur ein Geschwisterteil das Jüngere mitzieht und so weiter und jedes Kind hat ein eigenes Persönlichkeitsrecht und sollte und jetzt einfach auch für sich dann angehört werden. Nach wie vor fehlen insbesondere drei Dinge. Drei Dinge braucht der Mann. Erstens ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung von Eilanordnungen zum Umgangsrecht. Zweitens die Anwendung der bei internationalen Kindesentführungen geltenden Grundsätze bei innerstaatlichen Kindesentführungen, wie ausgeführt. Und drittens, last but not least, das gemeinsame Sorgerecht für nichtjährige Eltern nach dem Tod des Kindes. Zum Schluss habe ich Ihnen noch ein schönes Zitat. Verhindert derjenige Elternteil, der die elterliche Sorge hat, oder bei dem das Kind wohnt, dass das Umgangsrecht ausgeübt werden kann, so kann der Umgangsberechtigte eine Neuentscheidung darüber verlangen, wer die elterliche Sorge haben soll oder bei wem das Kind wohnen soll. Das gefällt mir ganz gut. Das war allerdings ein Zitat aus dem norwegischen Kindergesetz. Wir hier in Deutschland tun es etwas schwerer. Dennoch, insgesamt sieht man jetzt mit der Reform des Familienverfahrensrechts bedeutsame weitere Schritte in Richtung des Ziels, das bereits der Kindschaftsrechtsreform zugrunde lag. Ein Kind soll auch nach Trennungsentscheidung die Bindung an beide Elternteile so weit wie möglich erhalten bleiben. Ich bedanke mich